Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Banish in der zweiten Staffel. Wir sind im Frühling vom Jahr 17, wunderschön ist doch das. Zurzeit haben wir ungefähr 77 Leute und das ist doch nicht ganz schlecht. Wir haben 9 Kinder und 8 freie Arbeitskräfte. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heisst, beim Fischer könnten wir noch einen mehr einstellen, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Fisch holen Dingsen. Und sonst, naja, es sieht nicht ganz leid aus. Also wir haben wieder 2000 an Nahrung. Immerhin etwas. Wir haben jetzt einen Herbalist, der ist ja auch fertig geworden, letzte Folge. Das heisst, unsere Gesundheit wird wieder steigen mit der Zeit. Die Kräuter werden jetzt momentan natürlich immer aufgebraucht, aber mit der Zeit werden wir einen Überschuss haben. Genau dasselbe mit den Werkzeugen. 33 Werkzeuge, wir haben mal eigentlich 50 gebraucht. Das wird alles noch kommen. Das wird alles wieder kommen. Das müsste alles funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Das wird alles wieder. So, unsere Felder die blühen, alles ist wunderbar. Was das Essen angeht auf jeden Fall. Weil wir kommen da doch wieder recht Zeug rein. Und da haben wir schon wieder 50% voll. Da sind wir bei 7% immerhin. Und da im Wurzelkeller sind wir auch wieder bei 6%. Ist nicht mehr alles auf 0%, das ist schon mal sehr gut. Milch, wir haben schon wieder recht viel Milch. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten doch da etwas aus dieser Milch machen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem da? So ein Milchhäuschen oder wie man soll sagen. Gerade neben den Bienen, wieso auch nicht? Was braucht denn der? Der braucht ein bisschen Iron, ein bisschen Stein und ein bisschen Holz. Das ist alles fast verfügbar. Das müsste alles funktionieren. Dann geben wir da nochmal 5 mehr rein. Zack, noch einen. Dann müsste das auch funktionieren. So, 2 braucht es da. Die werde ich dann nachher zuweisen, sobald da Grundmauern stehen. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil wir natürlich wenig Eisen haben. Das Eisen kommt mittlerweile schon recht weit her. Wie sieht es eigentlich da oben aus mit Eisen? Schlecht. Schlecht bis ganz schlecht. Da oben hat es noch ein bisschen etwas. Wir müssen es anfangen zusammenkratzen, und zwar von überall her. Aber ist halb so schlimm. Da hinten hat es noch Stein, das können wir uns auch noch krallen. 26 Werkzeuge werden noch benötigt, 25 jetzt. 2 haben kein Haus. Wieso? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann bauen wir dann eine Baracke. Da könnt ihr in einer Baracke leben. Wunderschön, da gerade da. Jetzt mit in der Stadt drin? Nein, das ist doch auch scheiße. Da so. Haben wir sozusagen unser kleines Ghetto geschaffen. Da sind Grundmauern vorhanden, das heisst. Ups, wir müssen da wieder ein paar Arbeitskräfte abziehen. 4 sollte lange. Dann haben wir nämlich da noch 2 Arbeiter. Dann machen wir halt da 2. Da wir sowieso das Eisen momentan holen, von jemand anders her, sollte das eigentlich kein Problem sein. So. Dann, wie sieht das aus? Da wird gebaut, da sind die Grundmauern auch schon vorhanden. Tipptopp. Würde ich aber sagen, machen wir auch da Priorität auf das da. Zack. Dass da das Zeug mal ein bisschen vorangeht. Weil da haben wir auch so Käse und Butter und all so Zeug. Wie es muss sein. Wir haben wieder 5000 Einheiten an Essen, das ist auch schon mal nicht ganz schlecht. Müssen wir zwar im Auge behalten, da ich jetzt wieder ein paar Häuser gebaut habe, müssen wir aufpassen. Wie sieht es da aus? Die haben zwar doch, die haben noch Feuerholz. Keine Ahnung woher das sie es haben, aber sie haben es.
29 Werkzeuge. Hey, ich habe 2 Schmieden. Und die schaffen es nicht, die Werkzeuge herzustellen. Ich raff's nicht. Aber ja, nun, so soll es halt sein. So, wir haben keine Obdachlose mehr, das ist doch auch schon mal nicht ganz schlecht. Da haben wir auch schon wieder neue Leute drin, 26 und 39. Wie sieht es denn da aus? Da wird wahrscheinlich auch gerade gefüllt werden. Mit Nachwuchs sehr wahrscheinlich. Und, jawohl. Und das dritte Häuschen wird wahrscheinlich auch gerade fertig sein. Oder bald jedenfalls. Naja, gilt es abzuwarten. So, der braucht noch einen Arbeiter, dem geben wir doch einen, zack. Und dann kann der anfangen Milchprodukte herstellen. Ist ja auch etwas. Ich weiß nicht, ob das dann nachher mehr daraus gibt, weil ja der das irgendwie verarbeiten und Zeug und Sachen. Oder weniger, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Da ist jedenfalls schon wieder zu 83-84% voll. Was kommt denn da alles rein? Bone Meal, Beef. Beef kommt eigentlich da rein, junger Mann. Was haben wir denn da? Herbst, Venison. Naja, Milch. Naja. Sie haben es halt nicht so mit dem... Ja, sie können halt nicht lesen, wir haben ja keine Schule. Ist halt so. Wir werden weniger gesehen, ich gerade 66 und 9. Wäre dann 75. Wir sind auch schon mal auf 80 oben gewesen, aber ist eigentlich gar kein grosses Problem für mich, weil braucht es nicht. Wir können easy sagen, wir ziehen von irgendwo Leute ab. Ich habe zwar keine Ahnung von wo, aber wir können es sagen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir könnten jetzt einen Forstbetrieb noch einstellen. Könnte. Aber ich mache es nicht. Weil wieso auch? So, hast du schon irgendetwas hergestellt? Er hat Creme hergestellt, also respektive Rahm. Das ist doch auch schon mal etwas wert. Wo der Rahm herkommt, ist, weiss ich nicht. Der ist schon verbraucht worden. Okidoki. Ich weiss nur, es gibt wieder mehr. Heißt also, ich würde gern noch ein zweites Storage Barn bauen, und zwar da mit einem Abstand. Was braucht der? Der braucht Stein und Logs. Stein haben wir, Logs haben wir, alles tipptopp. Dann kann das auch schon gebaut werden. Wie sieht es aus? Ist da schon? Da ist noch gar nicht gemacht worden. Gut. Schön, haben wir darüber geredet. Wie wäre es, wenn wir da den Tunnel durchbauen? Mal schauen, was der würde kosten. Da müsste doch einer baubar sein. Auch nicht. Auch nicht. Kann man denn da irgendwo einen... Nein, geht auch nicht. Okay, anscheinend kann man da keinen Tunnel durchbauen. Da würde es gehen. 148 Steine würde das kosten. Das heisst da umso teurer. Nein, das geht leider nicht. Gut. Der müsste halt immer drum rumlaufen, oder wir könnten da hinten anfangen, eine Siedlung aufbauen. Wie es ja eigentlich mal geplant gewesen wäre. Aber eben. So, wir brauchen wieder 43 Werkzeuge, das ist ja wunderbar. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso das so ist. Aber hey. Who cares? So, sobald Winter ist, werde ich da mindestens ein Feld einstellen. Da haben wir wieder 3 Arbeitskräfte mehr, die hier in der Mine arbeiten können und ein bisschen Eisen rausholen. Weil unsere Eisenproduktion ist doch sehr langsam. Was machst denn du da hinten? Ich habe keine Ahnung, was der dort hinten macht. Der geht da Stein abbauen, das ist ganz normal, aber der dort, ich habe keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch gleich. So, wie sieht es da aus? Da ist schon bald fertig, das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir da... Okay. Ich suche gerade so nach Sachen wie Käse und keine Ahnung was, aber es ist alles nicht rum. Herbs 2 sind verfügbar. Jetzt wieder 0, jetzt wieder 2. Das heisst, man hat schon wieder ein Herz mehr dazu bekommen, das ist schon mal sehr gut.
Old Age, das ist eigentlich positiv. Solange die Leute können, irgendwo wohnen. Ich denke, die Größe an Dings ist gerade mal nicht ganz schlecht. Nein, warte, da habe ich wählen. Dann kommen wir da wieder 1, 2, 3. 3 weniger. Der hier auch. 1, 2, 3. So. Haben wir wieder ein paar mehr, die etwas machen können. Ich bin mir gerade am überlegen, ob ich vielleicht noch einen dritten Schmied anstellen soll. Schauen wir doch mal Schmiederei. Da. Nein, da. Was braucht der? 55, 32. Wir haben von allem zu wenig. Ja, wir können es mal sagen, fangen wir mal an zu bauen. Mal schauen, es wird ein Zeitchen gehen. Wir lassen es jetzt einfach mal offen. Alle haben natürlich kalt. Oh, das wäre vielleicht auch noch etwas. Ein zweiter Woodcutter. Der ist... Wo ist der? Der müsste... Da sein eigentlich. Woodcutter. Da haben wir ihn ja. Machen wir noch den... Hat der da Platz? Der hat da Platz. Wunderbar. Machen wir da einen. Tipptopp. Dann machen wir es auch so. Sagen wir da Pause. Der soll zuerst gebaut werden. Es müsste eigentlich recht zackig gehen. Zack. 3. Genau. Dann wird der gebaut. Gut, und dann können wir da auch wieder sagen, du weiter. Dass nicht alle so kalt haben. Weil wir haben ja... wir haben ja wieder Kleider. Wie sieht es aus mit dem Leder? Leder haben wir noch 172, dafür sagt doch gerade meine Stimme. Moment, ich trinkisiere mal eins schnell. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jo, wie sieht es aus? Es kommt langsam, 71% sind fertig gebaut, das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon einen Bruck gemacht, das ist alles in Ordnung. Der hat mal wieder kein Eisen. Das ist ganz normal. Und da ist der Woodcutter fertig. Zack. Und jetzt haben wir 2 Woodcutter. Das ist doch auch nicht ganz schlecht. Haben wir dann vielleicht für den nächsten Winter ein bisschen mehr Holz zur Verfügung. So, wie sieht es aus mit dem Holz? Wir bekommen eigentlich immer genug Holz rein, das ist schon mal gut. 2 werde ich da verbraucht, die tun wir mal wegnehmen und sage ich da 5, 6 rein. Dass wieder ein mehr Eisen rauskommt, gemacht wird. Damit vielleicht irgendwann mal doch Werkzeuge drum sind. Aber es funktioniert eigentlich recht gut, wie es bis jetzt ist. Vom Essen her geht es eigentlich auch. Wir sind relativ immer da um die 6000 rum, sage ich jetzt mal Grössenordnung. Das ist nicht schlecht. Machen wir doch da einfach mal Iron Tools und da auch. Ich weiß nicht, was der grosse Unterschied ist, ob die Iron Tools vielleicht mehr Eisen verwendet oder so. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Mehr werde ich es sehen. So. Jetzt, wie sieht es da aus? Wir haben 8 Arbeiter da innen. Machen wir noch 10 daraus. Geht es vielleicht ein bisschen schneller. Eisen sollte ja eigentlich auch noch andersweitig besorgt werden. Und zwar von da oben. So nämlich. Da hat es nämlich auch noch Eisen rum. Haben zwar ein bisschen weitere Wege, aber dafür kommen wir wieder Eisen über. Wir haben ja Eisen jetzt auch wieder aufgebraucht für den Bau von irgendwelchen Sachen. Da wird es dann auch wieder brauchen, darum tue ich jetzt das mal pausieren. Weil ich will, dass das Eisen in die Verarbeitung geht und nicht in den Bau. So sieht es nämlich aus. Was sind wir da am Bau? Da ist ein Haus noch im Bau. Was ist sonst noch? Das ist es eigentlich schon. Jetzt, wie sieht es aus? Wenn wir eine Schule, wenn wir das... Wo sind da die Schulen? Wo?
Da ist eine Schule. Die braucht natürlich auch wieder relativ viel Eisen. Wo ich nicht bereit bin, das Eisen zu verwenden für den Bau von einem Schulhaus. Weil ich das Eisen andersweitig besser kann brauchen. Aber wenn, dann kommt das Schulhaus da hinten rein. Aber pausiert. So. Dann da sind wir einen Stacksburner am produzieren. Den brauchen wir momentan noch nicht. Weil wir ja Eisen brauchen. Unbedingt. Für die Werkzeugherstellung. Wir haben einen Obdachlosen, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Wieso ist ein Obdachloser Name? Ich habe keine Ahnung. Soll er doch dort gehen, wo der Pfeffer wächst, wie man so schön sagt. Das interessiert mich glaube momentan nicht. Das Essen läuft. Heisst eigentlich, man könnte da das Haus noch fertig bauen lassen. Wenn wir genug Steine hätten, die wir nicht haben. Das ist natürlich auch sehr gut. Liegt es am Eisen, dass wir so wenig Werkzeuge haben? Kann das sein, dass es am Eisen liegt, dass wir zu wenig Eisen reinbekommen? Machen wir auf das da Work, weg. Und dann da 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt haben wir aber zu wenig. 3. Also sind 6 brauchen wir insgesamt. So. Genau. Ach, weißt du was? Ups, der da weg und der da weg. So, Farmen brauchen wir momentan nämlich gar keine. Bin ich am Übersteuern? Scheiße. Ich weiß es nicht so genau, aber ich habe gemeint, ich sei am Übersteuern. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgegangen mit dem Mikrofon. Mal schauen, ob das etwas bringt. Und wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Okidoki. So, der Ledertypi, der hat kein Leder mehr anscheinend, darum weg mit dir. Oh nein, er ist gestorben wahrscheinlich. Zack. Dass wir wenigstens Kleider haben. Also ein bisschen Luxus muss schon sein. Wenigstens ein ganz kleines bisschen wenig. Ihr wisst ja. Okidoki. Wie sieht es denn da aus? Ja, die sind da. Oh, da ist unser Homeless-Typ. Das ist eine Frau. Ach, das tut mir aber leid. Wie alt? 63, ja, das macht nichts. Ist hart. Ist hart. Aber tut mir leid, nein. Iron. Okay. Ja, das weiß ich, aber immerhin haben wir wieder 10. Stein kommt ein bisschen langsam etwas rein. Holz haben wir ja da unsere Holzfabrikation, die läuft eigentlich recht gut. Unsere Woodcutter kommen hin und vor nicht nach. Das ist schade, aber es ist wie es ist. Ich möchte jetzt nicht noch einen weiteren. Wenn wir noch einen weiteren. Ist jetzt da eben die Frage. Okay, look, machen wir es so. Zack. Und dann machen wir da noch einen weiteren Woodcutter rein. Der ist, glaube ich, da irgendwo. Woodcutter. Small Woodchopper. Bundling Shed. Würde mich ja eigentlich schon interessieren, was das ist. Mal schauen. Ich möchte momentan keine neuen Häuser bauen. Ehrlich gesagt, auch wenn dort noch eins auf dem Pausenmodus ist. Aus dem einfachen Grund, ich will nicht mehr Leute haben. Also rein theoretisch würde ich jetzt sogar noch Häuser abreißen, damit wir auch mit dem Werkzeug wieder ein bisschen auf einen grünen Zweig kommen. Ja super, auf dem Bildschirm ist irgendein Viech. Geh weg da. So. Mal schauen.
11 freie Arbeiter. Das heisst, machen wir doch nochmal 5 da rein. So nämlich. Gut. Okay, wie sieht es da aus? Milch haben wir völlig genug. Was hast du schon alles hergestellt? Käse, nicht Rahm und Butter. Käse, Rahm und Butter, Butter, Käse und Rahm. Ja, wie auch immer. Aber noch schnell müssen hüsteln. Ihr wisst ja, wie das ist. Okay. Dann würde ich doch sagen, fährst du mal an, Clay zu farmen. Und jetzt sagt er mir, wir haben schon genug. Gehen wir da einfach mal auf 1000 rauf. Dann müssen wir eigentlich weitermachen. Materials 1000. Jawohl, genau. Und weiter geht's. Wie sieht es denn da aus? Amount of Start Materials 207. Was sind denn das für Materialien, würde ich jetzt gerne wissen. Wahrscheinlich Bone Meal. Ich habe keine Ahnung, was man aus Bone Meal machen kann. Werde ich mir sehr wahrscheinlich noch genug früh erfahren. Wieso geht da nicht? Keine Ahnung. Fehlt da irgendetwas? Nein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wieso das dort nicht gemacht wird. 29, 29, 30, es wird wieder besser, es wird wieder besser. Wie wär's? Wir haben noch 10 frei. Wo können wir noch Leute abziehen? Wo? Also den Taylor, den brauchen wir. Den brauchen wir. Das da den brauchen wir so oder so. Wie sieht es denn da einer aus? Was können wir abziehen, was? Eigentlich nicht ein Haufen. Der Fischer eventuell. Wie viel bringt der Fischer ein? 126, 176 für das ganze Jahr. Und tschüss. 4 da weg. 4 da rein. Machen wir da 5. Dann haben wir hier 20 Arbeiter. Dann müssen wir also wirklich genug Eisen haben. So, wie sieht es aus mit der Woodcutterei? Naja. Keine Ahnung, was die machen. Jedenfalls nicht das, was man sollte. Holz haben wir auch schon fast keins mehr. Müssen wir uns noch Holz besorgen irgendwoher. Da, Jungs, Mädels, machet. Es geht aufwärts, Ja, wir sind nie schlimm dran gewesen, ganz ehrlich. Ausser, dass jetzt halt auch am Früheren sind und so, das kratzt niemand so gross. Also, mich jedenfalls nicht. Weil, wie schon gesagt, für mich ist es eigentlich nur positiv, wenn wir ein paar Arbeiter verlieren. So schlimm, dass es auch tönt. Einfach nur, damit wir so schnell wie möglich ein bisschen mehr Werkzeuge haben. So, da unten sollte eigentlich der Wald schon bald am Abholzen sein. Da könnte man das eigentlich so machen, dass man da sagt, wir machen jetzt da ein bisschen eine Priorität drauf. Dass sie da unten zuerst das Zeug abhacken und nicht da hinten den weiten Weg gehen. Obwohl sie ja da eigentlich auch einen Brock haben, das spielt ja eigentlich gar keine grosse Rolle. Merke ich gerade, aber ist ja gleich. So, da steht das Zeug, das heisst, wir können da mal 4 schnell nehmen zum Bauen. Ich glaube, es ist daran gelegen, dass wir die billigen Werkzeuge gemacht haben, weil in der Zeit, wo wir ein neues gemacht haben, ist es anders wieder kaputt gegangen und jetzt die Eisenwerkzeuge halten anscheinend länger. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus. Ui. Ich weiß es nicht so recht. Ich würde sagen, ich stoppe jetzt mal da an dieser Stelle. Ich denke, wir sehen uns sicher in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr wollt wissen, was so abgeht in Trollheim, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heisst Banished Staffel 2 mit dem Colonial Charter Mod. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ciao zusammen.